So, es geht weiter. Und wir waren in der Kneipe zur Roten Tulpe. Und wir müssen der Frau da drin die Kamera bringen. Nur wir müssen den Film außer da. Und das können wir an einem dunklen Ort. Und da haben wir die dunkle Gasse. Ja, hier ist es dunkel genug, um den Film problemlos herauszunehmen. Sehr gut. Endlich habe ich den Film aus dem verdammten Ding rausbekommen. Hoffen wir, dass es dunkel genug war. Wenn der Film jetzt Licht bekommen hat, kann ich mich von den Fotos und meiner Bezahlung verabschieden. Gut, den Film haben wir. Geben wir ihr die Kamera. Hier ist die Kamera. Kann ich jetzt meinen Whisky haben? Whisky? Und wie willst du den bezahlen? Dein Deckel ist schon seit Monaten fällig, Jack. Und auch ich muss Miete zahlen. Also solange du nicht zahlst, gibt's nichts zu trinken. Irre ich mich oder bist du heute Abend schlecht gelaunt? Ganz schlecht, würde ich sagen. Was ist passiert? Schau dich doch um. Der Laden ist leer. Keine Menschenseele hier, außer dem einen Kunden, auf den ich gerne verzichten kann. Smiley. Naja, egal. Ich hab zu tun und fühle mich nicht nach Unterhaltung. Ich muss einen Weg finden, diesen schmierigen Smiley hier rauszuschaffen. Und ich muss etwas unternehmen, um Greta zu besänftigen. Vielleicht kann sie etwas Musik beruhigen. Musik. Das Radio der Kneipe. Vielleicht entspannt sich Greta mit Musik etwas. Mal sehen, wie das Ding funktioniert. Aha, den müssen wir selber einschalten. Gut, oh ist er. Nehmen wir heute mal AM. My friend, I want to talk for a few minutes with Aha, the man people hätte schon of the mal was. United States. Few who Das klingt doch entspannend. Greta scheint schlecht gelaunt zu sein. Oh, und es gibt nichts Unmöglicheres als eine Frau mit schlechter Laune. So, jetzt müssen wir Das ist Smiley, das Halbhirn. den Smiley ausbringen. Hallo mal wieder, Schnüffler. Was kann ich für dich tun? Smiley, du solltest besser von hier verschwinden. Ich wüsste nicht, warum ich das sollte, Schnüffler. Tja, Das ergibt keinen Sinn. überhaupt nicht. Irre ich mich oder sagtest du, dass du diesen lebensverändernden Anruf gegen Mitternacht bekommen sollst? Ja? Warum fragst du? Weil die Telefonleitungen in manchen Gegenden heute Abend unterbrochen sind. Der Sturm letzte Nacht scheint mehr Schaden angerichtet zu haben als erwartet. Kein wirkliches Problem. Wenn Sie heute keine Leitung haben, kriegen Sie eben morgen eine. Meinst du nicht auch? Sicher. Keiner würde auch nur im Traum daran denken, eine Zusammenarbeit mit dir wegen einer Telefonstörung zu verpassen. Ja? Die werden sicherlich morgen anrufen. Weißt du was, Smiley? Es heißt, echte Gelegenheiten kommen nur einmal. Du meinst, die könnten es sich anders überlegen und gar nicht anrufen? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich zu ihnen gehen, um sicher zu gehen. Tja,
Das wäre doch eine Schande, wenn du die Chance deines Lebens wegen einer beschissenen Telefonstörung verpassen würdest. Ja, du hast vielleicht recht. Ich gehe lieber zu Ihnen. Tut mir leid, aber ich sollte lieber los. Es ist ziemlich weit dahin. Viel Glück, Smiley. Danke, Schniffler. Danke. Gut. Er ist zwar eine falsche Schlange, aber manchmal ist der Typ so naiv wie ein kleines Kind. Den sind wir losgeworden. Greta scheint schlecht gelaunt zu sein. Oh, und es gibt nicht... Ist die Laune etwas besser? Sorry, Jack, aber ich bin fertig. Die Kunden sind alle weg. Ich kann kaum meine Miete zahlen. Und dieser Schleimbeutel Smiley ist jeden Abend hier. Oh, ich hasse ihn. Wie läuft der Laden? Nicht gut. Sieht so aus, als hättest du in letzter Zeit nicht viel Kundschaft. Stimmt. Das kommt von der großen Depression, wie es die Zeitungen nennen. Banken versagen, die Leute sind arbeitslos und es gibt an jeder Ecke Prostituierte und Gangster in der Stadt. Ich würde sagen, der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Und so langsam fangen wir an, das zu erkennen. Wenigstens hast du deinen Laden noch. Ich schaffe es kaum bis zum Ende des Monats. Und die Lage verbessert sich nicht gerade. Gestern Abend habe ich sogar früher zugemacht. Keine Kundschaft. Es könnte schlimmer sein. Wenigstens musst du nicht die ganze Nacht junge Hüpfer fotografieren, die mit Typen, die ihre Väter sein könnten, rummachen. Das hast du also heute Abend gemacht? Ich will gar nicht drüber reden. Warum hast du den Laden eigentlich Rote Tulpe genannt? Mein Vater hat sich den Namen ausgesucht, nicht ich. Der Laden war mal seiner. Er hat ihn nach dem Krieg aufgemacht. Er war bei der holländischen Luftwaffe. Nach seiner Entlassung aus dem Dienst kam er auf die verrückte Idee mit der Kneipe. Er war so stolz auf seine holländische Nationalität, dass er sie Rote Tulpe genannt hat. Wie die holländische Nationalblume. Was für ein Typ war dein Vater denn? Er war ein guter. Ich vermisse seine Geschichten über sein Pilotendasein in Holland sehr. Ich wurde hier in New York geboren. Hab Holland nie gesehen. Außer in Büchern. Muss ein wunderschöner Ort sein. Ich glaube nicht, dass es denen da drüben viel besser geht als uns. Wie kam es dazu, dass du in der Kneipe deines Vaters arbeitest? Eines Tages wurde mein alter Herr krank und starb ganz plötzlich. Ich hatte meinen Job als Tänzerin verloren. Und den Laden hier zu betreiben erschien als die einzige Option. Du warst also mal Tänzerin? Ach, richtig. Die fliegende Holländerin. So nannten sie mich. Ich habe das Tanzen geliebt. Ich war sogar mal für ein ganzes Jahr in Frankreich auf Tournee. Die beste Zeit meines Lebens. In dieser ökonomischen Krise kann sich natürlich keiner mehr Eintrittskarten für Tanzshows leisten. Die geben ihre paar Kröten lieber für Schnaps und Nutten aus. Hast du jemals versucht, wieder damit anzufangen? Ich wollte das irgendwie nicht mehr. Außerdem muss ich diesen Laden hier schmeißen. Und halbalkoholischen Ex-Bullen ihren Whisky hinstellen. Schön, dass ich auch noch zur Geschichte gehöre. Gut. Themawechsel. Themawechsel. Wegen Smiley. Wegen Smiley. Nein, Jack. Ich will jetzt nicht über den Typen reden. Okay. Kann ich einen Drink bekommen? Dein Konto ist überzogen, Jack. Vielleicht kannst du ja für einen Fan der fliegenden Holländerin eine Ausnahme machen. Das ist doch nur ein schwächlicher Versuch, mir zu schmeicheln, Jack. Vielleicht solltest du es einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich dann besser fühlst. Ich zweifle, dass es ausreichen würde, damit du einen Drink aufs Haus spendiert kriegst. Aber ich bin sicher, das würde deine Laune bessern. Du glaubst wohl, dass ich dir früher oder später doch noch einen einschenke, was? Wenn ich keine gute Menschenkenntnis hätte, könnte ich meinen Job gar nicht machen. Du glaubst also, dass du gut in deinem Job bist? Ich bin sicher nicht der Beste, aber ich bin besser als viele, die ein Schild raushängen. Warum sollte ich dir einen Drink ausgeben? Weil du nicht so hartherzig bist, wie du tust. Und einem armen Schlucker wie mir einen Whisky zu spendieren, wird deine Laune erheblich bessern. Ich gebe dir einen Whisky, einfach damit du endlich die Klappe hältst. Heute scheinen alle ziemliche Flausen im Kopf zu haben. Tja, wenigstens habe ich bekommen, was ich wollte. Wie trinkst du deinen verdammten Whisky? Als Doppelten ohne Eis. Ich kann verwässerten Whisky nicht ausstehen.
Ich stürze das erste Glas Whisky in einem Zug herunter. Das Brennen im Hals vom Alkohol ist längst ein Teil der Vergangenheit. Nach Jahren des Alkoholkonsums habe ich nur noch den süßlichen Geschmack von Malz im Mund. Ein paar Drinks und meine Muskeln fangen an, sich zu entspannen. Mein Kopf fühlt sich leicht an. Meine Sicht verschwimmt. Einen Kopfschmerz später bin ich vor der roten Tulpe. Zapfenstreich, sagt Greta. Mein Kopf bimmelt wie die Kirchenglocken zu Weihnachten. Der Klöppel schlägt gegen meine Schädelwände, als wolle er durchbrechen. Zu viel Whisky, Jack. Geh lieber heim. Hallo? Ja, das bin ich. Tja, rufen Sie morgen früh wieder an. Ich arbeite nachts nicht. Ich bin keine Mietmasseuse. Was? McLean? McLean ist in New York? Wer sind Sie? Wo haben Sie diese Information her? Melville Dogs in Brooklyn. Folge dem Lord? Was soll das heißen, folge dem Lord? Hallo? Hallo? Verdammt! Aufgelegt. McLean. Es ist Jahre her, seit ich zum letzten Mal seinen Namen gehört habe. Was macht der in New York? Das gefällt mir nicht. Aber ich muss das herausfinden. Ich werde zu den Melville Dogs gehen. Aber ich sollte meine Knarre mitnehmen. Obwohl ich nicht gerne bewaffnet herumlaufe, will ich nicht riskieren, mir eine Kugel von einem Unbekannten einzufangen. Gut, jetzt haben wir bei Jack daheim. Und es ist stockfinster. Selbst wenn ich irgendwas aus meiner Manteltasche ziehen kann, werde ich bei dieser Dunkelheit wohl kaum erkennen können, was es überhaupt ist. Okay, und wo ist der Lichtschalter? Ja. Da am Fenster kann man nichts machen. Gut, dann werden wir jetzt erstmal speichern. Gut, wir müssen den Lichtschalter suchen. Und den haben wir. Da hinten irgendwo. Nein, kein Schalter hier. Nein, kein Schalter hier. Verdammt, ich kann... Da ist ja der Schalter. Ach, so schaut's da aus. Gut. Schaut aus wie sein Büro. Gut, dann schauen wir uns mal da um. Ein Klappbett. Eine der besseren Investitionen der letzten Zeit. Ein Klappbett. Da ist nur eine Mischung aus Dokumenten und Unterwäsche drin. Nichts Brauchbares da drin. Eine Karte von Italien. Irgendwann gehe ich dahin zurück. Das ist da, wo es ist, ganz gut aufgehoben. Was haben wir da? Da ist was unter der Tür.
Ich muss das im Suff, als ich heimkam, übersehen haben. Das ist ein Brief von Slowanski, dem Hausbesitzer. Sehr geehrter Mr. De Niro, beachten Sie, dass Sie sind 2 Monate mit Miete in Rückstand. Sie sind gebeten, Ihrer Pflicht als Mieter nachzukommen, um unangenehmen Konsequenzen vorzubeugen. Dies ist letzte Mahnung, die ich schicke. Wenn Sie nicht zahlen, werde ich ergreifen drastische Maßnahmen. Hochachtungsvoll, Wladimir Alexandrowitsch Slowanski. Wenn ich Geld hätte, würde ich die Miete ja zahlen. Das ist schon die 3. Drohung, dass er mich rausschmeißt, allein in diesem Monat. Ich denke, die ist bei den anderen beiden gut aufgehoben. Gut. Miete können wir also auch nicht zahlen. Eine Reihe nutzloser Broschüren zur Ethik bei Ermittlungen. Als gäbe es eine moralisch einwandfreie Methode, sich eine Kugel in die Hüfte einzufangen. Das einzig Nützliche auf diesem Regal ist das Telefonbuch von New York. Ich brauche jetzt kein Telefonbuch. Vielleicht ein andern Mal. Ich habe keine Ahnung, was in diesen Schachteln steckt. Aber wenn ich sie hier hingetan habe, gibt es vermutlich einen Grund dafür. Da gibt es nichts. Eine Broschüre? Ich muss besoffen gewesen sein, als ich diese Bücher... Nutzlose Papiere in nutzlosen Schachteln. Gut, was haben wir am Schreibtisch? Dokumente, ein Aschenbecher und chinesisches Fastfood. Alles, was man für eine erfolgreiche Ermittlung braucht. Nein, ich habe gerade was anderes vor. Dokumente? Das ist ein uralter Kalender. Ich sollte den eigentlich mal entsorgen. Aber was soll ich dann stattdessen hier hinhängen? Das bringt gar nichts, die Seiten umzublättern. Der ist Jahre alt. Gut. Was haben wir da? Mein liebster Sessel. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es mein einziger ist. Patriotische amerikanische Motive. Die sollen Klienten was fürs Auge bieten. Meine Ermittlerlizenz. Es regnet immer noch. Ich war noch nie sehr ordentlich. Die ganzen Fälle, die ich in den letzten Jahren bearbeitet habe, sind hier abgelegt. Langweilige Geschichten vom Fremdgehen und Kleinkriminalität. Eine Karte von Manhattan. Das ist da, wo es ist. Gut, schauen wir mal da hinten. Mein 3 Quadratmeter Badezimmer mit $16 Sanitärkeramik. Gut, da mag ich nicht. Dann schauen wir mal da rein. Gut, einen Film haben wir auch noch dabei. Vielleicht können wir den da irgendwo entwickeln. Der einzige Koffer, den ich besitze. Nein, ich habe nicht vor... Eine alte Kommode voller Klamotten. Da ist außer Bettbezügen und Klamotten nichts drin. Ein Manifest aus Cleto in Kalabrien. In der Stadt wurde ich geboren. Papierkram zu alten Fällen. Dosen, Tomaten, Bohnen und sonstiger Fraß, der mich am Leben hält. Das sieht wie die Statuette einer Möwe oder Taube aus. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas in meiner Abstellkammer hatte. Meine Waffenkiste. Aha. Verdammt! Ich habe die Knarre vor Jahren hier verstaut. Ich habe keinen Schimmer mehr, wie die Kombination ist. Gut. Und wie kommen wir auf die Kombination? Schachteln, Papiere und anderer Kram, den ich nicht mehr brauche. Waschmittel und Klammern. Das Notwendigste, um halbwegs präsentabel auszusehen.
Nur ein alter Stapel Dokumente. Ein Glas Schmalz. Ich kann versichern, dass das im wirklichen Leben gar nichts bringt, sowas mit sich rumzutragen. Hätte ja sein können. Meine selbstgebaute Dunkelkammer. Ich entwickle meine Fotos selbst. Ich kann nicht riskieren, dass ein Fotolaborant mit loser Zunge mein belastendes Material zu sehen bekommt. Die letzte Rotlichtbirne, die ich hatte, ist letzte Woche kaputt gegangen. Und der Laden, wo ich normalerweise Nachschub kaufe, macht vor morgen früh nicht auf. Ich entwickle die letzte... Ein wesentliches Element fehlt hier. Die Filmrolle. Mhm, und die haben wir. Ich habe jetzt weder Zeit noch Lust, Fotos zu entwickeln.